Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Ann. Heute möchte ich euch etwas Herziges vorstellen, und zwar die kleinen Notizblöckchen. Vielleicht habt ihr die auch schon gesehen, vielleicht habt ihr die ja auch schon selber gemacht. Ich habe auf jeden Fall die Tutorials schon an verschiedensten Orten gesehen, unter anderem bei Bastelfriemelein mit Uta, merci an dieser Stelle, und bei Treasure Books. Danke vielmals für die wunderbaren Tutorials, und jetzt möchten wir doch auch gerade ein paar von denen miteinander machen. Ihr ahnt es schon, aus was das die sind, und zwar natürlich aus diesen Abschnitten, wo man überkommt, wenn man Signaturen zuschneidet. Und das gibt doch so wunderprächtige Blöckchen in allen verschiedensten Arten. Da habe ich so ein Dingsbums drin. Ich weiss ehrlich gesagt wirklich nicht, wie man denen sagt. So Dinger halt, wo man kann hinten auseinanderklappen kann, die man braucht für einen Hampelmann. Da habe ich ein kleines in Gel, da habe ich eine Öse drin. Da haben wir einfach ein Dengel dran. Da hat es einfach ein kleines Stückchen Spitze dran gegeben. Und da haben wir ein Cluster drauf. Ich würde sagen, ich habe mein Material parat und dann lassen wir doch einfach gerade los. Ihr geht mal ein bisschen auf die Seite. Und dann fangen wir mal an. Das hier ist auf jeden Fall ein bisschen zu viel, ein bisschen zu dick. Dann nehmen wir auch noch ein paar auseinander. Vielleicht so, ich finde so 4 Streifen wären nicht schlecht von der Dicke her. Das kann man auch noch sehr gut lochen. So, und wirklich das Einzige, was wir machen müssen, ist unten ein bisschen abschneiden. Entweder einfach so gross, wie wir es haben wollen, oder einfach nur gerade machen. So, komm weg. So, dann tun wir doch da schon mal das eine, und ich mache jetzt das einmal mit dem. Der denkt mir, der passt gerade so schön. Passt gerade haargenau rein vor allem. Oh, der hat aber Härte, wenn er sonst so viel durch muss. Und dann gibt es doch so ein wunderbares Löchchen. Ich tue das mal auf die Seite. Ich tue zuerst mal alle so vorbereiten und nachher kann ich dann schauen, was ich machen will. So, da muss noch eins dazu. Und da machen wir doch gerade ein Rosaniges, das ist gut. Irgendwie denkt es mir, ich habe ein bisschen wenig Platz. Es ist wieder mal alles vollgestellt auf meinem Tisch. So, und dann machen wir doch da noch so eins. Mal schauen, ob wir das schaffen. So ein breites. Ja! Sehr herzig. Und dann hätte ich da noch so ein kleines. Das ist schon ziemlich schön da unten. Das lassen wir doch einfach so. Und dann können wir die Mitte schätzen. Was meinst du? Ist gut so. Ausnahmsweise. So, was haben wir noch? Oh, schau, das ist so ein schönes Gestempeltes. Aber auf der anderen Seite.
Das möchte ich gerne vorne haben. Ein bisschen krumm noch. So. Zeig mal. Das noch ein bisschen nachdrücken, damit es schön zusammengeht. So. Voilà. Und da machen wir auch noch etwas Normales. Machen wir doch noch ein normales Loch. So, und dann haben wir nochmal so. Oh, schau mal, das ist aber auch noch gerade ganz schön. Machen wir doch das noch. Da haben wir A4. Und die Blöcke kann man natürlich super ins Journal drin hineinkleben oder man kann sie vorne drauflegen oder man kann sie eben auch so oben drüber reinstecken. Ich finde die ganz toll und wirklich eine super Idee, um die ganzen Streifen aufzubrauchen. So, und jetzt machen wir noch das Schmales, oder? Du kannst doch einfach weggehen. Das ist nicht so schönes. Oh, das ist aber auch ein bisschen zerfressen da. Wir wollen nicht das Zerfressen, nix. So. Und das ist jetzt doch ein bisschen zu gross, oder wie sehe ich das? Bekommen wir gleich noch was anderes. Das hier, oh, schau mal, wie herzig. Das ist aber auch ein bisschen breit. Ah! Das sieht noch ein bisschen schmäler aus. Jawohl, jetzt haben wir, glaube ich, gut. He? So. Einmal falten. Und einmal unten abschneiden. Selbstverständlich könnte man auch links und rechts noch abschneiden, wenn man es wirklich haargenau haben. Aber die Trost. Keine Ahnung, einfach machen. Er hat, glaube ich, ein bisschen mehr Papier gehabt. So. Und jetzt könnte man aber hier mit der breiteren noch eins machen. Dann passt aber der nicht. So, aber es sind jetzt E4, das ist gut. So, zum Beispiel da ist jetzt einer ein bisschen breiter. Das schneiden wir noch einfach ab, oder? Das könnten wir doch jetzt schon. Wenn wir es können. Wir können es probieren. Einmal so und einmal so.
Voilà. Ja, das ist ein herziges. Gut. Machen wir hier auch noch so eins. Gut. Das andere Zeug geht hier mal wieder ein bisschen auf die Seite. Und dann wollen wir doch mal schauen, was wir da alles machen könnten. Also auf jeden Fall wollte ich eins machen mit so einem, mit einer Öse. Und zwar so. So. Wo ist das? Teil da. Und zack. So, ach wie süß. Sehr, sehr hübsch. Ich will noch mal eins mit einer Öse. So, und zwar so eins da. Und ich finde die immer viel schöner, wo so zwei Teile haben. Also selbstverständlich einfach dann, wenn man auf jeden Fall hinten und vorne sieht. Weißt du, was ich meine? Weil wenn ich das jetzt nur so mache, dann bricht es das da hinten auf. Und dann sieht es nicht mehr schön aus. Aber wenn ich natürlich hinten auch noch so ein Ding dran habe, dann bricht es zwar auf beim Abdrücken, aber es fällt nicht auf. So, ist das viel schöner. Oh, das ist extrem in der Mitte, gell? Wahnsinn! So, was haben wir noch? Jetzt, hier haben wir das Breite extra für das Bändeli. Schnipseln wir doch hier mal ein bisschen ab. So, und so. Oh. Muss das so sein? So verkrügelt? Ich glaube schon, hä? Okay. So, schön wäre jetzt, wenn man auf beiden Seiten das Röseli würde sehen. Und dann schneiden wir hier noch ab. So. Und so. So. Ja. Das ist doch herzig. Und jetzt, ja, genau da das mit den Beinen. Ach, da sind sie. So, Musterbeutelklammern, genau, stimmt. Ist ganz easy, oder? Musterbeutelklammern. So. So. Jawohl, wir können hier noch so von dem Schnürli-Zeugs da her machen. Irgendein hübsches Zettel können wir doch dran machen. Wenn man den Anfang findet, dann können wir doch das. So. Das würde auch noch zu dem passen. He? Also warte jetzt, wie müssen wir das jetzt machen? So. So und nachher ist das genug? Ja, ich glaube schon. So. Und so.
in der Mitte zusammen und reinfädeln. Und schon hat man da unser tolles Zötteli. Oh, ist das herzig. Ja, komm, wir machen noch mal so eins. Und zwar, wie wäre es mit rosa und grün? Nein, grün ist blöd. So, oh, da haben wir so ein Glitzerfädeli. Das lenkt doch gerade wunderbar. So. Etwa so. So und so. Wieso muss das jetzt da verhängt sein? Da. Selig. Oh ja, das ist schnussig. So, komm. Also nein, was mache ich jetzt da? Jetzt aber. Aber jetzt. So. Genau, komm. Das ist doch süß. So. Oh ja, look. Herzig. Jetzt schneiden wir es da oben noch gerade ab. So. Voilà. Ach, wie schnussig. Und da könnten wir doch jetzt noch so eins dran machen. Mit irgendeinem süßen Anhängerli. So, mit der Sonne. Oh ja, weißt du wie? Und so, dann hängen wir auch die Sonne an. Und das, ups. Ja, komm. Es wäre jetzt natürlich auch schön, wenn das Bändchen nicht schwarz wäre, sondern weiß oder braun, beige, rosa, keine Ahnung. Etwas neutralere Farbe, wieder so pechschwarz. He? So, aber hey, sind die nicht super, obermega herzig? Und eine Variante kann ich euch auch noch schnell zeigen, und zwar eine ohne Loch. Das habe ich nämlich vorhin ganz vergessen, aber ich habe ja hier noch so ein schönes vorbereitet, ganz zufälligerweise. So, und da machen wir es doch einfacher als einfach und wir postitchen es einfach zusammen. Einmal zack. Zweimal zack. So. Und jetzt haben doch die schon auch noch ein kleines bisschen Deko verdient, oder? Was meinst du? Wenn wir jetzt hier irgendwie etwas in dieser Art nehmen, oder, schau, das können wir gerade wunderbar da über die Postage drüber hineinkleben, dann sieht man sie nämlich nicht mehr. So. Zack. Sehr schön. Und dann das. Würde es auch noch gerade irgendwo herpassen. Und dann habe ich da mein Kistchen voll mit Clusters. Da haben wir eins, wo auch noch gerade so Zettel aneinander sind. Das würde auch noch recht herzig aussehen. Oder da ist eins. Das hat man jetzt auch hier können drauf. Oh, das hat auch noch cool ausgesehen. He? So. Aber ja, dann halt nicht. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Da, aber es ist mit grün. Das ist jetzt auch nicht gerade so der Hammer. He? Oder vielleicht das da?
Ja, ich weiss es jetzt gerade noch nicht so genau. He? Da hätten wir natürlich eben noch wieder einmal die da. Mit diesen Blümchen sieht das einfach schon wahnsinnig herzig aus da. Und so. Oh ja. Oder wenn wir eine Ente draufkleben. Ah, nein, Quatsch. Das ist noch einmal das Gleiche. Ich will nicht das Gleiche. Ah, da haben wir natürlich noch Sommervögel. Wer hat es auch gedacht? Wir haben sie noch. Oh, schau mal, wie süß. Oh, das gefällt mir aber gut. Das sieht herzig aus, he? Da haben wir dann noch so ganz kleine, die da auf die kleinen drauf passen. Da nicht, aber da. Oh ja, schau da. Das finde ich aber schön, he? Studiere gerade, ob dort hinten da so eine kleinere noch besser wäre. Oh, schau mal, oh, der ist aber schön. Schön. So, man könnte nicht überall Sommervögel drauf tun. Wir haben doch gesagt, wir wollen ein bisschen Verschiedenes. Vielleicht finden wir auch noch irgendein Kleberli. Das müsste dann etwas ganz Kleines sein. Für hier auf die Kleinen drauf. Oder vielleicht so. Nein. So etwas. Aber nein, ich hätte jetzt lieber irgendwie noch ein Viechli gehabt. Irgendein Tierli oder so. So, jetzt ist noch gerade etwas vorgekommen. Und zwar habe ich doch noch die Kleberli. Und da hat es doch auch noch Tierli drauf. Oh ja, und die passen sogar überhaupt nicht da drauf. Aber, also das da, ich meine, eben, das kann man ja auch noch zuschneiden. Das muss unbedingt da drauf. Das passt ja perfekt, he? Wenn wir das schön zugeschnitten haben. Und jetzt da, was hätten wir da noch? Da wäre natürlich auch noch so ein... Ah, oder hey. Schau jetzt. Das hier. Und da ein bisschen Glitzer. Ja, jetzt haben wir es. Haha. Super. Genau. Und das ist vielleicht der richtige Weg, um drauf zu kleben. Komm. So. Dann kommt hier das Blümchen drauf. Und da kommt das Cluster drauf. Prima, das gefällt mir auch sehr gut. Da haben wir noch Sommervögel. Hübsch. Und nochmal ein Sommervögel. So, jetzt mache ich gerade schnell zuerst das da.
Da schneiden wir noch gerade ganz hübsch die schwarze Linie nach. Und dann sollte es drauf passen. Und wenn es immer noch nicht drauf passt, dann schneiden wir halt noch ein bisschen mehr ab. Jetzt habe ich glaube ein bisschen viel abgeschnitten von dieser schwarzen Linie. So. Jawohl. Oh, sehr herzig. Schau mal, wie das gut zusammenpasst. So, jetzt noch schnell den drauf und nachher dann schauen wir, was wir da mit dem Glitzerzeug machen können. So, oh ja, das finde ich passt auch einfach extrem gut von der Farbe her. Das hat nämlich so Glitzer ein bisschen und ist irgendwie ein Kaffee gefärbtes Papier. So, und jetzt hier, was kleben wir hier für ein Perlen oder Glitzer? Glitzer sind ein bisschen riesig. Ah, da hat es noch kleinere. So. Nehmen wir doch auch noch grosse. Hey. Komm schon. So. So ein Dreiergespann. Oder gerade so schön untereinander. So, oh ja. Ach, wie hübsch. Schau mal. So gut. Hey, ich finde, die sind alle super genial rausgekommen und ja, die kann man doch genial brauchen. Man kann sie auf ein Kärtchen draufkleben, man kann sie verschenken, man kann alles mit denen machen. Man kann einfach mit denen alles machen. Das sind kleine Blöckchen, die man als Post-it-Zettel brauchen kann. Super! Es freut mich, dass ihr dabei seid, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr mich ausgehalten habt, mein Geschnurr. Nein, Quatsch. Es ist doch immer wieder schön, wenn wir miteinander etwas zusammen basteln können. Und ja, dann würde ich mich mega freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Tschüss!